Ich mach nur kurz TikTok, ich mach nur kurz. Hey, laber nicht, jetzt treffe ich auf ihn. Ich küsse dein Herz, Dicker. Warum bist du ein Lebkuchen? Ja, Bruder, ich bin gerade krank und so, ich kann gerade nicht mit Dings und so. Aber dass ich auf dich hier treffe, Dicker, so random, ist ja crazy. Was geht? Na, was machst du hier? Nix, ich chill mein Eier, du weißt doch, auf Ja, TikTok. du schießt dein Ei, ich schau auf meine Eier. Ja, geil, Alter. Wie läuft das Chillen so? Läuft gut, wie läuft bei dir? Aber ja, geht. Aber von Twitch bist du normalerweise. Bist du jetzt auch bei TikTok? Also, oder rübergeschwappt quasi, oder? Nein, nein, Nein? nein, 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 nein. Wie? Das heißt, Nein, auf gar keinen Fall. ist das jetzt nur eine Liaison, ja, hier? Ist es jetzt Das nur, ist Special gerade. ist das hier eine flüchtige Liebe gerade, oder was? Ja, Alter, das geht ja gar nicht. Ey, wer ist denn die Perle da hinten? Ich schieb schon die ganze Zeit, wer ist denn die Perle dahinter dir? das ist Elsa. Elsa. Ja. Die sieht gar nicht aus wie eine Elsa. Die sieht mir aus eher so wie eine Dilara oder so. Heftig. Elsa, ja? Du kennst sie nicht? Ich schwöre, nein. Und du hast gerade gesagt, sie sieht aus wie eine Dilara? Ja. Bro, Kann man sich kennenlernen? Oder oder seid ihr schon fest zusammen so du hast lange? noch nie Frozen geguckt. Frozen? Ja. Na, was ist Frozen? Dicker, ich war 10 Jahre im Knast, ey, nur so nebenbei, ja, damit du weißt. Also Ey, was wirklich? ja, Dicker, mir fehlen 10 Jahre in meiner Bio quasi und deswegen Ey, was hast du gemacht? Banküberfälle. Wirklich? Ja. Wie viel hast du damit so verdient? Boah, also ich wurde verknackt für 40.000, also 40.000 hast du gemacht. ja. In der letzten Bank waren 100.000 drin, da wurde ich verhaftet, gab es eine kleine Geiselnahme und so, eine kleine Auseinandersetzung mit ein paar SEKs und so, aber ja. Alter. Ich erzähle dir Krass. keinen Scheiß, ne? Also auf TikTok wird viel Scheiße erzählt, aber ich erzähle dir Ich glaub dir das, ich glaub dir das komplett. Ich erzähl dir keinen Scheiß. Aber 40, wie oft hast du dabei überfallen? 3-mal, also für 3 wurde ich verurteilt. Also, wenn wir ehrlich sind, Ja. dreimal Bank überfallen und 40.000 ist jetzt nicht so viel. Ja, es ist ja, wie gesagt, nee, es ist überhaupt nicht viel, aber das musst du schon im Vorhinein wissen. Also bevor du Banken überfällst, musst du schon vorher wissen, dass die maximal, also wenn es gut läuft, kriegst du 50.000. Bei der letzten Bank, diese 100.000 war auch nur, weil ich Berlin ausgewählt habe, ein ziemlich reiches Viertel und da quasi reinpreschen wollte, so kurz vor Weihnachten. Nur deswegen waren 100.000 da drin. Sonst in der Bank, also 2012, als ich recherchiert habe, du holst so zwischen 10 und 25.000. Das ist so das Maß, der Durchschnitt. Zwischen 10 und 25.000 pro Bank. Da musst du mehr Gedanken reinmachen. Nee, deswegen bin ich ja Influencer jetzt. Ich habe gar keinen Bock mehr auf sowas, weißt du? Deswegen, ich habe meine Oh, bist du raus aus dem Geschäft? Ich bin raus aus dem Geschäft, ja. Ich bin jetzt voll im YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, keine Ahnung was Film. Was? Wie war das Gefängnis? 10 Jahre warst du da, das ist krass. Ja. Wie, Hast du wie noch nie war's? was, Digga, sei mal ehrlich, hast du noch nie was von meinem Kanal gehört? Knastvlog, hast du noch nie gehört davon bei YouTube oder so? Noch damals war ich komplett an dir vorbeigegangen. Wie alt bist du, Bruder? Sag mal ehrlich. 21. 21. Das heißt, als ich mit YouTube angefangen habe, warst du 16. Nee, Entschuldigung, 15. 14. Ja. Das wäre eigentlich, also damals wäre das eigentlich genau der Content also du hättest eigentlich gar nicht dran vorbeigelaufen können damals. Was? Hast du aus dem Gefängnis Videos gemacht? Ja. War der Durftest du? erste. Nein. Aber warum haben die es nicht geschnappt? Also die sehen das doch auf YouTube. Ja, aber ich habe ja immer Bunker gehabt, ich habe mal wieder neue Handys besorgt und so und die haben mir die Handys weggenommen und dann habe ich wieder Wie neue ist das? besorgt. Wie kann man sich da neue Handys holen? Also die Möglichkeiten sind sehr variabel, ne? Also du kannst durch einen Beamten dir reinbringen lassen. Vielleicht verstehst du dich mit der Sozialarbeiterin gut und die bringt dir eins mit. Vielleicht, Was? manche werden über die Mauer geworfen. Okay, Manche werden, das wusste ich, aber mit Drohne. Polizei so auf den? ja, Beamte. Ey, die verdienen nicht so viel. Die sind für Korruption anfällig. Verstehst du? Okay. Was hast du denen so gegeben? Ja, das kommt ganz drauf an. In der Regel, wenn du jetzt einen Beamten hast, dann holst du ja direkt ein bisschen mehr und verkaufst die auch noch weiter und so. Dann hast du direkt dann machst du daran noch Plus sozusagen, weißt du? Digga, krass. Also, verstehst du? Und ich brauchte ja sehr viele Handys, so, und deswegen, die mussten ja auch irgendwo herkommen. Ja. Bei mir gefühlt wöchentlich welche rausgezogen wurden, so. Ja, ich bin Russe, David, ja. Hast du mal versucht auszubrechen, irgendwie mit Löffel oder so und dann mit so Plakat hinter Wand? Nee, es gab mal Pläne. Also, es gab mal einen Kumpel von mir, der ist ausgebrochen. Wirklich? Erfolgreich. Ja, der ist erfolgreich ausgebrochen.
Den haben sie dann in Skandinavien, haben sie ihn aufgegriffen, haben ihn wieder überstellt nach Deutschland. Und ich saß zu der Zeit wegen meinen YouTube-Sachen in Isolationshaft gerade. Ja? Ja, Und während ich da sitze, wird er gerade wieder ausgeliefert nach Deutschland und kommt genau in die Zelle neben mir. krass. Und da saßen wir halt in Isolationshaft, 23 Stunden in Zelle und ne, nichts zu tun. Wir waren genau nebeneinander, das heißt, wir konnten am Fenster so ein bisschen quatschen. Ne? Wenn das Fenster zu weit weg ist, hörst du dich nicht mehr. Da wir Nachbarn waren, konnten wir uns absprechen so. Und da haben wir halt ein bisschen rumphilosophiert und dies und das und jenes und waren tatsächlich dann auch noch auf demselben Haus, wo es hätte realisiert werden können. Und dann haben die mich aber schwuppdiwupps in so einer Nacht- und Nebelaktion in einen anderen Knast verlegt. Weißt du? Warst du groß damals auf YouTube, Knastvlog? Also Leute kennen das. Ja, was heißt groß, Bruder? Aber ich habe ziemlich schnell Reichweite bekommen. Innerhalb von 3 Monaten hatte ich meine 100.000 voll. Weißt du, was ich meine? Und das war halt damals überall Groß, 100.000? in Presse, in Zeitungen und überall war das. Deswegen, Sorry. weißt du, ich meine? Und damals hatte ich so einen kleinen Hype, denke ich mal. Könnte man vielleicht so sagen, so, weißt du? So, Krass, krass. weißt du? Das ist jetzt schon, wie gesagt, das war 2018, ne? Habe ich angefangen, so. Ja, und dann habe ich ja, als ich angefangen hatte, habe ich ja noch 5 Jahre Knast vor mir gehabt. Also ich habe 2018 angefangen, bin aber erst 22 Ende entlassen worden. Ganz kurz, du bist jetzt raus, oder? Bin jetzt draußen, ja, ich bin jetzt draußen. Wie war das nach 10 Jahren rauszugehen? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, diese Frage kommt sehr, sehr oft, ne? Und das ist ein bisschen, zum Teil freut man sich, weil du bist 10 Jahre drin und du hast 10 Jahre auf diesen einen Tag gewartet, ne? Das war ja das Datum, du hast 10 Jahre wirklich auf diesen Tag gewartet. Dann aber ist es so, du bist wie ein Zeitreisender. Du kommst raus, alles hat sich verändert. Auf einmal musst du bei McDonald's mit so Tablets bestellen und so, von denen du gar keinen Plan hast. Verstehst du? Auf Ja. einmal sind E-Roller überall, E-Roller und so eine Scheiße. Bruder, was für Ja. E-Roller? Als ich reingegangen bin, gab's nicht mal gefühlt Smartphones, weißt du, was ich meine? Auf einmal, ich komme raus, E-Roller überall, dies, das, jenes. Die Smartphone-Revolution hat so krass stattgefunden, dass alle nur noch auf das Smartphone glotzen. Ne? Ich war am Bahnhof, ich gucke, da sitzen 20 Leute so und alle 20 gucken in ihr Handy rein. Ich so, Ja. Alter, sind die alle nur noch digital unterwegs, ne? Aber das krasseste war Döner 7 Euro. Als ich reingegangen bin, war 3,50 Euro. Dicker, 3,50, du lachst. 3,50, als ich reingegangen bin. Und 10 Euro, als ich rauskomme. 7 Euro, als ich rauskomme, willst du mich Ja, das ist verarschen? verrückt. Auf Olaf welche Scholz, Pilze Olaf soll das Scholz, denn sag's gehen, Digga? ihm. Ich Olaf schwöre, Scholz. Revolution. Revolution, Dicker. Aber Ähm. weißt du, Reizüberflutung war natürlich auch krass. Aber weißt du, was noch krass war, sag ich dir ganz ehrlich? Das Krasseste daran war eigentlich so, du kommst raus mit so einem gemischten Gefühl. Du freust dich einerseits, aber andererseits hast du auch gestrichen die Hose voll, weil du nicht weißt, kommst du in der Welt klar? Findest du deinen Platz in dieser Welt? Wirst du es schaffen, dich zu akklimatisieren, dich zu integrieren? Wirst du es schaffen, auf den geraden Weg weiterzugehen? Wirst du wieder kriminell? Gehst du wieder rein? Das sind alles Unsicherheiten, weißt du, was ich meine, die du hast, wo du nicht weißt. Wo bist du hingegangen, als du rausgegangen bist? Hast du irgendeinen Ort, wo du hingehst? Oder? Nee, Sozialwohnung. Ich habe mir eine Sozialwohnung geklärt durch so einen sozialen Verein. Die haben mir so eine Butze klar gemacht, ne? Und ja, da bin ich dann direkt in die Wohnung gefahren, dann nach meiner Entlassung. Und okay, eine Frage habe ich. Während diesen 10 Jahren, wo du im Gefängnis warst, wie war das so mit Wichsen? Bruder, Bruder, das ist es bleibt ja nichts anderes, Bruder. Du Aber versuchst schon andere Techniken, verstehst du, mit anderen Armen und den Arm einschlafen lassen und dann ja, vielleicht so. das habe ich schon gemacht in meinem Zimmer. Nicht Ja, im meine ich ja. Gefängnis. Meine ich ja. Ja. Das Aber ist auf noch was, anderes, auf ja. was hast du gewichst? Guck mal, das ist eine sehr gute Frage, Dicker. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, in der ersten Zeit hast du ja nur Fernsehen. Was bedeutet, du bist komplett auf Sport 1 begrenzt. Ne? Das heißt, Sport 1 ab 0 Uhr ist dein Programm. So. Dann irgendwann kommst du in den Genuss, okay, DVD-Player kannst du dir bestellen. Und dann kannst du dir Willst du das? Bestellst du das? DVD-Player kannst du dir bestellen, dann wird der verplombt, versiegelt und so weiter, dass du ihn nicht mehr aufmachen kannst oder beziehungsweise, dass man nachkontrollieren kann, dass du ihn aufgemacht hast. Und dann kannst du einen DVD-Player haben mit DVDs. So, Ach so, Pornos okay, geil. eigentlich verboten im Knast, aber immer wieder, du weißt ja, wenn Handys und alles andere seinen Weg da rein findet, dann findet auch sowas seinen Weg da rein. So. Ja. Und Ja, dann wenn du Handy hast, hast du ja Internet und kannst ja wichsen Genau, oder genau. alles. Aber ich rede jetzt von der Zeit, wenn du noch kein Handy hast, sagen wir, ne? Weil Ja. an DVD-Player kommst du leichter ran als an ein Handy, so, sagen wir mal so, ne? Also dann läuft DVD-Player und dann irgendwann ist natürlich, das ist Endstufe dann, wenn du Handy hast. Ganz kurz, ganz kurz. Digga, ich muss gerade realisieren, dass ein scheiß Lebkuchenmann mir sagt, dass er 10 Jahre im Gefängnis war. Digga. Ja, okay, erzähl weiter, erzähl weiter. Auf jeden Fall, ja. Und dann irgendwann kommst du in den Genuss des Handys. Und dann ist natürlich, Bruder, dann hat das Keulen keine Grenzen mehr, ne? So. Ja.
Dann wird die Kugel geschwungen, Dicker, bis zum geht nicht mehr so. Und irgendwann kommst du schon in diese Bredouille, dass du eine Stunde suchst nach dem passenden Clip und so, weißt du? Und du dein Ja, ganzes... okay, checke, ja. Und verstehst du, was ich meine? So. Ja, ja. Also im Endeffekt das gleiche wie bei euch, Mann, weißt du? Nur, dass ihr halt auf 18 Zoll Bildschirme und wir halt auf 7 Zoll Bildschirme wichsen, weißt du? So ist das gleiche. Was ist an ich frage jetzt nur diese 0815 Fragen, weil ich jetzt die Möglichkeit habe. Bro, ey, vollkommen nachvollziehbar. Hau einfach raus, was dir im Kopf kommt. Wenn jemand Seife runterfallen lässt, wird ein Arsch. Ach nein, Quatsch, Bruder. Also erstens, Seife benutzt keiner mehr. Wir haben Duschgel alle in der Regel, weißt du? Also das heißt, ne, Duschgel kann natürlich auch runterfallen. So, aber Habt ihr miteinander geduscht? Also habt ihr auch die Schwester ja. gesehen? Ja. Also du musst, also guck mal, in der Regel, guck mal, also ich bin zum Beispiel Muslim, weißt du? Das heißt, wenn ich duschen gehe, allein von meiner Religion her, ist es für mich unerlaubt, mich vor anderen Leuten komplett nackt zu zeigen. Es sei denn, es ist im Familienkreis, also meine Frau oder sonst irgendwer. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Bedeutet, oder halt engste Familie oder so ist was anderes, ne? Beim Waschen oder keine Ahnung. Aber das bedeutet, und in der Regel, es sind sehr viele Muslime im Knast, gerade ich habe in Berlin gesessen. Also 90%, 80%, Bruder, ist, weißt du, aus diesem Kulturkreis sozusagen. Das heißt, in der Regel mittlerweile ist es schon so weit, dass selbst die Deutschen, die keine Moslems sind, auch mit Unterhose, weil man fühlt sich dann komisch, wenn man der Einzige ist ohne Unterhose, man will auch die anderen nicht auf den Sack gehen. Und ehrlich gesagt, Bruder, ob ich jetzt Moslem bin oder nicht, ich ziehe es eher vor, keine Pimmel auf meinen Kopfhöhe zu haben, wenn ich mir das Knie gerade wasche. Verstehst du, was ich meine? Du Ja. weißt, was ich meine. Jetzt ganz abgesehen, Moslem oder nicht Moslem. Aber ich hab das nicht so gern, weil beim Waschen gehst du ja nochmal runter, ne? Musst dir das Bein waschen und so. Ja. Und wenn du dann einen Blick nach links guckst und da sind so 3 Yaraks, die da hin und her pendeln, weißt du? Oder die gerade einmassiert werden. Bro, ich küsse dein Herz. Ich bin da sexuell anders präferiert, weißt du? Weiß ich nicht, Digga. Ich kann das nicht, Und weißt noch eine Frage. du? Ja. Das ist ja eigentlich eine normale Frage, weil wenn man im Gefängnis ist, kommt man auf verrückte Ideen. Ja. Kennst du die Story, ob irgendein Typ, der auch im Gefängnis war, sich von einem anderen Typ sich einen runterholen lassen hat, weil das halt eine andere Person ist, die ihm dann einen runterholt? Nee, ist das dann nicht. Also guck mal, ich kann dir Situationen sagen, ich kenne viele Situationen, wo Leute sich gegenseitig gegeben haben. Also hinten rein direkt. Weißt du, Ach was so. für Hand, Bruder? Was für Hand. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch Hände zum Einsatz gekommen sind. Aber in der Regel war das dann schon, Dicker, wenn du schon diese Scheiße machst, weißt du? So, dann kannst du auch direkt, also die haben sich, denk mal, direkt, ich war nie dabei, ich hab's auch nie live gesehen oder so, das machen die hinter verschlossenen Türen natürlich, ne? Aber um auf deine Frage mit der Seife nochmal einzugehen, in der Regel alle sexuellen Kontakte passieren zu 99% beruhen die auf Gegenseitigkeit. Also, Okay. man hat sich geeinigt, ne? Okay, geil. Also manche machen das für Tabak, ne, zum Beispiel. Guck mal, ich erzähle dir eine Geschichte aus Moabit, ne, U-Haft. Auch Beamter hat das erzählt, ne? Also nicht irgendwie hören sagen, Beamter. Okay. In der U-Haft ist es so, du bist 23 Stunden in deiner Zelle drinne und 1 Stunde hast du Freistunde, ne? Auf dem Hof quasi. Ja. Und 2-mal oder 3-mal die Woche, je nachdem in welcher Anstalt, gibt es die Möglichkeit, Umschluss zu machen. Was bedeutet, du sagst dem Beamten, ey, hier, Herr Müller zum Beispiel, ich möchte gerne mit ihm heute Umschluss machen. Herr Müller sagt das Gleiche, okay, dann werdet ihr zusammen in eine Zelle eingeschlossen. Bei ihm oder bei dir für 2-3 Stunden. Ihr könnt, Geil, aber. ja, natürlich, das ist so ein bisschen, ne, Kontakt, damit du ein bisschen sich austauschen Ja. kannst, ne, so, okay. Und jetzt pass auf, da gibt's den Vietnamesen, so. Der Vietnamese, keine Familie, kein nix, niemand kümmert sich um ihn, dies, das, jenes und so, ne. Der Vietnamese hat immer Umschluss mit einem Deutschen gemacht. Der Beamte hat sich schon gewundert, weil eigentlich Vietnamesen gehören zu den Nationalitäten, die unter sich bleiben mehr. Ja. Was ja auch nicht schlimm ist. Die Leute bleiben halt ein bisschen unter sich, okay. Gerade bei Vietnamesen sehr, sehr stark, weil die auch diese Sprache und so nicht so gut beherrschen und so. Er hat sich schon gewundert, hey, warum macht er mit dem Deutschen Umschluss? Was ist da los? So. Und das ging dann über Wochen und so. Und eines Tages kommt der Beamte wieder, macht schon die Tür auf, weil irgendwann wissen sie schon, wer mit dem Umschluss macht. Und dann, ne, so. Dann kommt der Beamte zu dem Vietnamesen, macht so die Tür auf, macht die Tür, guckt ihn an, sagt, und Umschluss mit Herr so und so. Der Vietnamese springt vom Bett auf. Nein, Meister, heute nicht, Popo tut weh, Popo tut weh. Digga, was? Ey, ich schwöre, Dicker, ich schwöre bei allem. Ey, wie der Beamte das nachgemacht hat, noch mit diesem Dialekt und so, ne? Also, und das heißt, also, nur um dir jetzt zu erklären, was da passiert ist. Also, der Vietnamese, der Kleine, eigentlich voll traurig, er hat sich prostituiert. Für Tabak, für Schokolade, für Kaffee und so weiter. Der hat sich ballern lassen und der Deutsche hat ihm dafür dann so ein bisschen was von seinem Einkauf gegeben. Verstehst du?
Mhm. Also im Endeffekt Prostitution für ein bisschen Tabak und ein bisschen Kaffee. So. Und was hast du während dieser Zeit am Tag gemacht? Ist das so, dass du die ganze Zeit Push-ups machst und dein Körper so richtig geil ist? Oder was machst du? Das kommt ganz drauf an, Bruder. Kommt ganz auf jeden an, weil du bist, also bei mir war es so, es waren Auf und Ab, es waren 10 Jahre. Es waren jetzt keine 3 Monate oder so. Das Ja. heißt, du bist auch geistig, gehst du auf und ab. Du hast deine Ups, du hast deine Downs, du hast deine Motivationsphasen, wo du Sport durchziehst wie Bruce Lee. Dann hast du wieder so Depri-Downs, wo du komplett gar nicht aus deinem Bett kommst quasi. Weißt du, was ich meine? Das schwankt so ein bisschen. Das ist normal. Weißt du, es geht hoch, runter und so weiter und so fort. Und ja, mal so, mal ist bei jedem anders. Manche machen gar keinen Sport, manche machen durchgehend Sport. Bei mir war es immer so on-off. Ne? Die letzten 5 Jahre bei mir zum Beispiel habe ich mich komplett auf YouTube konzentriert und auf meine Videos und so weiter und so fort, so dass alles andere da hinten angestellt wurde quasi, weil ich Ja, was darin, ist das? Du weil hast ich einfach. darin quasi meine Resozialisierung gesehen habe, weißt du, in diesem ganzen Scheiß. Was es jetzt auch wirklich geworden ist, ne? Ich verdiene jetzt Geld damit, also ich bin jetzt Ja, Influencer, ich verdiene mein Geld, so, weißt du? das ist krass. Das ist heftig. Ich schwöre bei Gott, manchmal muss ich mich selber kneifen und sagen, ey Dicker, ist es wirklich alles so passiert, Dicker? Aber Du hattest, was machst du heute für Content? Was machst du? ich mache immer noch, guck mal, das Ding ist, pass auf, jetzt kommt die Erklärung. Du musst dir vorstellen, ich habe dann die ganze Zeit diese Videos gemacht und irgendwann habe Ich ich eine habe Frau Angst vor kennengelernt, Frauen. das, mit der ich zusammengekommen bin. Im Knast eine Frau? Wart Ja, ja, ihr. also von draußen. Sie hat mich quasi so durch YouTube-Videos, ne, und dann einen Brief geschrieben, dies, das, Ah. so ist der Kontakt entstanden, ja, so. Dann hat sich da auch eine Beziehung entwickelt, so. Und da hatte ich doch 3 Jahre, so. Und dann habe ich versucht, okay, alles klar, weißt du was, ich versuche ein bisschen Druck zu machen auf die Anstalt und früher rauszukommen und früher bei dieser Frau zu sein. Verstehst du? So. Hab das versucht, ist nicht so gut gelaufen. Die wollten mich verarschen. Ich habe das gepeilt und habe mir gedacht, okay, weißt du was? Ich habe doch mit euch gerade so ein Friedensgebot geschlossen gerade. Ich werde jetzt aber hinter eurem Rücken euch richtig Maß nehmen. Ich werde alles filmen und machen und tun. Ich werde es aber erst hochladen, wenn ich draußen bin. Und jetzt Boah! pass auf, ey, pass auf. Jetzt kommt das Krasseste. Weißt du, wie viele Stunden Filmmaterial ich habe? Jetzt immer noch? Wie viel? 500 Stunden. Du hast 500 Stunden, die du aufgenommen hast und noch nicht hochgeladen hast. Ja, Filmmaterial, ja, genau. Digga! Verstehst du? Was? Weil ich mir dachte, wenn ich rauskomme, ich will das krasseste Knasttagebuch auf die Beine stellen, das es gab. So eine richtige Selfmade-Reportage von einem Knacki. Verstehst du, was ich meine? Selber gedreht. So. Aber ist das nicht gefährlich? Könnt ihr dich nicht irgendwie ficken, dass du wieder ins Gefängnis gehst? Ja, es ist ein bisschen gefährlich, deswegen muss ich sehr darauf achten, auf Persönlichkeitsrechte und was ich zeige, was ich nicht zeige und gerade wenn Beamte sind oder so, ne? So da, weil ich habe ja alles gefilmt, ne? Also Schlägereien und Beamte rennen dahin und einer wird im Bunker gebracht und hier guck, zur Corona-Zeit habe ich alles aufgenommen und so, ne? Wie es lief und so. Ja. Alles, also jeden Aspekt des Gefangenenlebens, den du dir auch nur vorstellst, alles habe ich gefilmt. Alles. Und Aber wie wurdest du nicht erwischt? Dicker, ich habe eine Bodycam-Methode irgendwann entwickelt. Weil, guck mal, am Anfang habe ich angefangen mit Videos aus der Zelle. Ne? Ich habe Ja. einfach so erzählt, ja, hier, guck mal, das ist meine Zelle, Roomtour gemacht ein bisschen und so. Und ey, heute war so, heute war so, heute war so. Und irgendwann, während dieser Phase, wo ich in diesen Undercover-Modus gegangen bin, ne, habe ich mir gedacht, ey, das reicht mir nicht mehr, dieses einfach nur erzählen. Ich will den Leuten zeigen, nicht erzählen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe überlegt, wie kann ich eine Bodycam so mir entwickeln, dass ich sie tragen kann vor den Inhaftierten, vor den Beamten und keiner sieht das und ich kann alles aufnehmen. Und dann hat es monatelang gedauert, bis ich die passende Methode hatte, habe die perfektioniert, ausgearbeitet und bam, Alter. Weißt du, was ich meine? Was war's am Ende? Also ich will jetzt nicht sagen wie, weil die Methode ist wirklich, ne, das ist ein bisschen tricky und heikel und so. Aber ich habe es geschafft, eine Bodycam-Methode, also eine Bodycam sozusagen mir zu bauen und konnte dann quasi mich komplett frei bewegen. Konnte zu den Beamten ins Büro reingehen, ey, was geht, dies, das mit denen reden und so vor denen stehen, einfach aufnehmen, ohne dass die wussten. Verstehst du? Digga, ich will wissen, wie du das gemacht hast. Hä? Ja, Digga. Vielleicht kläre ich das irgendwann mal auf, aber bis jetzt noch nicht. Weißt du warum? Weil die Justiz soll nicht wissen, wie ich das gemacht habe. Die Aber du hast Justiz, schon mit dem Handy gemacht, ne? ja. Teils so, du weißt doch. Teils so. Verstehst du? Ja. Du hast aber nicht Und so, bis- du hast aber nicht so die Kamera ausgebaut vom Handy und das Kabel irgendwie. Ich weiß es nicht, Bruder. Ich will nicht verraten. Ich habe gedribbelt auf jeden Fall. Ich habe mies gedribbelt. Ich hatte ja sehr viel Zeit, Ja. mich da reinzufuchsen und so weiter und so fort. Und ich bin immer noch stolz auf diese Bodycam-Methode. Ich schwöre, ich bin immer noch stolz. Ich bin auch stolz. Wie ich das hingekriegt habe, dass das Bild noch relativ gut ist. Ich habe teilweise in 4K gefilmt und so.
Ey, dass die Bilder so gut sind, dass der Ton so gut drauf ist. Das ist Was heftig. hast du für ein Handy? Das letzte, was ich hatte, war das A52s Samsung. A52s. Das ist ein sehr, sagt dir vielleicht jetzt nichts, das ist nicht die S-Reihe, aber ich habe das Handy nur bestellt aufgrund von technischen Daten. Weil es einen sehr hohen Speicher hatte, eine sehr gute Kamera und vergleichsweise günstig. Und da habe ich mich quasi in der Mitte, das hat glaube ich 600 Euro gekostet damals, im Laden neu, als ich es geholt habe. Und das hat die besten Voraussetzungen für mich gehabt, quasi, damit ich filmen kann. Weil du musst dir vorstellen, wenn du nur 16 Gigabyte Speicherplatz hast, kannst du auch nicht viel filmen. Ja. Und das Handy hatte 100 Gigabyte. Wie, Und ich wie, dachte wie hast du das im Laden geholt? Also du warst ja im Gefängnis. nee, also Leute haben das draußen für mich geholt, haben das abgegeben und dann wurde es reingeholt. Verstehst du? So mäßig. Okay, check. Genau. Krass, Ey Leute, krass. Entschuldigung, dass ich gerade gar nicht auf den Chat achte oder so. Ich unterhalte mich gerade mit ihm und wenn ich mich unterhalte, dann, weißt du, man kommt dann immer vom Dings ab und dann ist man auch unkonzentriert und so. Und ich finde, er stellt gerade gute Fragen so und es hat einen gewissen Unterhaltungswert für euch. Und deswegen, sorry, dass ich ein bisschen hier den Chat so. Digga, du bist drin, du bist wirklich drin. Was? Crazy. Also du warst wirklich nur jetzt, du bist nur Content Creator jetzt. Ich bin nur Content Creator, ja. Ich bezahle Krass. meine Steuern, so wie du weißt ja, Krankenversicherung, 300 Euro im Monat, dies, das, Finanzamt, Steuerberater, pipapo. Wie viel verdienst du? Bruder, mal mehr, mal weniger, du weißt ja, wie es ist. Aber ich kann nur so viel sagen, ich habe seitdem ich nee, warte mal, ich streame erst seit circa einem Jahr hier. Ich habe jetzt schon durch Streaming das Doppelte verdient, was ich in meinen Banküberfällen gemacht habe. Digga. Verstehst du? Und ich rede jetzt nur von TikTok. Ich rede jetzt nur von TikTok. Verstehst du? Also nur damit man so einen kleinen Anhaltspunkt. Aber du musst auch vorstellen, ne, ich kam 10 Jahre aus dem Knast raus. Ich habe ja nicht bei null angefangen, ich war bei minus 20. Wohnung erstmal, ja, erstmal Sozialwohnung, dann musst du die Wohnung einrichten, ne? Ja, erstmal musst du dir eine Wohnung suchen, eine eigene, weil die war nur auf Zeit. Dann musst du die Wohnung einrichten. Dann, Equipment. Dicker, ich bin rausgekommen, ich wollte streamen. Ich habe kein Equipment für Twitch. Weißt du, wie ich gestreamt habe, Dicker? Ich habe bei YouTube mit meinem Handy angefangen zu streamen. Einfach bei YouTube Stream reingegangen. Dann habe ich mir bei YouTube quasi das Geld für mein Equipment für Twitch verdient. Und dann habe ich mir, du weißt doch, Shure, Mikrofon, hier, Elgato, die ganze Kacke, weißt du, Rechner, weißt du, 3, 4, ich glaube 5.000 hat gekostet insgesamt Equipment. Und dann bin ich auf Twitch live gegangen. Auf Twitch lief das dann so ein paar Monate gut und dann hatte ich so einen kleinen Abkacker. Ich konnte davon nicht mehr leben. Und in der ersten Zeit war ich so angewiesen auf die Einnahmen, dass ich switchen musste sozusagen, weißt du? Und bin auf TikTok geswitcht und TikTok hat mir dann im Endeffekt, wenn man es so betrachtet, den Arsch gerettet erstmal. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Weil ich habe dann mich komplett auf TikTok konzentriert so. Hat auch gut funktioniert so. Und ja. Und mittlerweile ist es ja ne, man verdient mit Videos ein bisschen, man verdient mit Streams ein bisschen, man verdient auf YouTube ein bisschen. Ja, so, weißt du? Weiß ja selber, wie es läuft. So. Hier ein bisschen Werbung, da ein bisschen links. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir eigentlich mit Kooperationen? Hast du schon mal gehabt, irgendwas Dickes? Bestimmt, wa? Ja, klar. Siehst du, bei mir ist es nicht drinne, weißt du? Bei Ja, mir ist Digga, weil du wirst, also ich will ja nicht den machen, aber ich glaube, du wirst Nee. keine einzige Kooperation in deinem Leben haben. Nein, niemals, niemals. Und wenn, Niemals. also, alles, was ich kriege, Dicker, ich sag dir ganz ehrlich, ist immer so dubiose Scheiße. Glücksspiel, Ja. hier, Tippschein, irgendwelche komischen Tippscheine, irgendwelche Krypto-Loser, die Leute verarschen wollen und Scam-Leuten. Weißt du, aber für sowas mache ich keine Werbung, so, weißt du, auch nicht für Geld so. Und dementsprechend ist es für mich, ich bin halt komplett auf, quasi auf Spenden angewiesen, auf Werbung angewiesen, auf Leute, die mich supporten angewiesen, weil ich einfach gar keine Chance auf Kooperation. Du weißt selber, du bist aus dem Geschäft, du weißt ganz genau, dass ich da keine Chance habe auf Kooperation oder so. Denkst du, ich komme heute in den Knast, ich gehe zu einem illegalen Autotreffen? Nein, wenn du ein illegales Autorennen machst, dann. Nee, ist es Autorennen, schon nein, das nicht. Das Ja, nicht. nee, ach Quatsch. Illegales Autorennen und da musst du auch noch jemanden anfahren und so und der müsste schon verunglücken dann, aber ja, aber so illegales Autotreffen, nee. Das höchste der Gefühle ist, dass deine Personalien aufgenommen werden und du halt irgendwie in eine Kartei kommst bei denen, so, weißt du, von wegen so, hier, Herr so und so hat da und da an illegalen Autotreffen teilgenommen. So, weißt du? Das ist legal, by the way, war Witz. Ey, Dicker, warum ist das so hell bei dir? Ist es ein Fenster und es ist hell oder ist es einfach nur Nein, so? das ist eine Lichterkette. Ach so, okay, weil ich dachte nämlich, da kommt irgendwie Licht von draußen durch. Ich dachte, ist hell bei ihm oder was? Nein. Ja, heftig, Alter. Okay, Wie lange, geil. wie lange bist du schon hier? Ich mach mal dein Plus weg. Wie lange bist du schon hier auf TikTok, Dicker? Also TikTok Live mache ich jetzt erst seit einer Woche oder so, aber ja, ich lade ab und zu bei TikTok, ich streame ja nur auf Twitch eigentlich.
Ja, deswegen, ich war gerade überrascht. Ich dachte ehrlich gesagt, jemand will mich scammen erstmal. Ich dachte, jemand hat einen Stream aufgenommen. Passiert ja, ne? Leute nehmen auf. Bei Tanzverbot letztes Mal auch das gewesen. Leute nehmen auf und dann machen sie halt den Zwillingsstream so, weißt du? Die kopieren einfach Ja, den Stream. Ich dachte erstmal so, deswegen habe ich erstmal nicht geglaubt, weißt du? So. Ja. Ja, geil. Ey, danke, danke, dass du mir das, so die Fragen beantwortet hast. Bitte, bitte, sehr gerne, sehr gerne. Dicker, matchst du auch hier oder bist du nur so am Talken und so? Ey, ich bin nur am Talken. Ich muss jetzt auch wieder gehen, weil ich muss Okay. jetzt zu diesem Auto treffen. Okay, dann gib Gas, Dicker. Ey, mach ich. Gib Dankeschön. Gas. Hey, Hugo, Ey, halt hau viel rein. Spaß noch, ja? Dankeschön. Ciao, ciao. Mach's gut, bye bye, ciao, ciao. Holy shit, Digga. Ey, wir sehen uns wieder auf Twitch. Kommt alle auf Twitch, wir gehen jetzt zu dem Autotreffen. In so 20 Minuten. Bro, das stand heute nicht auf meiner Tagesliste. Das stand nicht auf meiner To-Do heute. Nast-Vlog, ich gucke jetzt mal. Nast-Vlog. Hier, das ist er.